Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play The Walking Dead A New Frontier auf Pelzig. Und jetzt geht's wieder weiter, wir müssen den David und den Gabe verfolgen. Ich hätte sie ja eigentlich lieber gehen lassen, aber wenn die Clem so einen Druck macht, die kann ich einfach nicht alle hinterherjagen lassen. Die hat auch gar nichts bringen, der David wird sie eher umbringen, glaube ich. Und die Clem soll lieber in Anführungszeichen in Sicherheit sein und soll lieber mal der Kate helfen, mit dem Wunderbulldozer die 5 Milliarden Walker rauszuschaffen. Sowas kann's auf jeden Fall. Deswegen sind wir hier mit dem Motorrad im Daryl Dixon-Style unterwegs, ums Brüderlein wieder zur Vernunft zu prügeln. Hoffen wir, dass es funktioniert. That's gotta be David's work. Oh, oh, oh. Thanks for leaving the trail of roadkill, brother. Should lead me right to you. Danke für die Kadaverspur. Okay. Ja. Geil. Boah, geiler Effekt. Eieieiei. Ja, wenn er was kann, dann ist es Baseball. Und nach so makaberes Postapokalypse-Baseball, das kann er. Okay. Ich bin hier mal echt gespannt, ob nochmal die Leute von Jesus mitkommen, ob das bekannte Leute aus den Comics sind oder ob der wirklich gänzlich weg ist. Ich hoffe aber, die helfen uns. Okay, weit ist er nicht, guck mal. Weit sind sie wirklich nicht, guck mal. Hang on, Gabe! Okay. Jetzt geht's ab. Und auf die Schniss. Ups. Wie, der weicht aus. Na, auf die Schniss jetzt. So geht's ab auf der Washing. Zack. Was geht denn da ab? Boah. Haben die schon welche reingelost oder was? Durch die Fenster oder so? Ih, das Gesicht weggeballert. Mit dem Baseballschläger. Zack. Ih, hau ab. Oh, das geht richtig aufs Trommelfell. Wenn direkt neben dem Ohr eine Pistole abgefeuert wird, das geht so richtig aufs Trommelfell. Scheiße, nichts mehr drin. Das heißt, Baseball Superstar, hau rein. Ich mag den metallischen Klang von dem Aluminium-Baseballschläger. Das sind zu viele. Focus on me! Oh, come on! Yeah, Was aber? Was auf den Rücker rauf. Zack. Und zack. Und Quatsch. Was ein Massaker. Was ein Massaker. Und zack. Aber mit genug Wille und Technik geht es. Aber ich würde auch immer mal wieder noch hingucken. Nicht, dass mein Rücken überrascht wird. Oh Gott. Der war in hohem Bogen weg. Hold on, Gabe! Was passiert? Oh, oh, oh. Okay. Get away from him, you bastard! Ih, das war der patentierte Negan Augen rausplopp Baseballschlag. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und was ist mit David? Wo ist der? My dad. Ist er gebissen worden oder Schlimmeres? I couldn't fight them all, Hobby. Oh, no, no, no! Scheiße. I'm sorry. Dann beende es schnell. Hey, come on, man. Dann beenden wir das noch schnell. I got you, David. Vielleicht noch irgendwo in Sicherheit bringen, dass man wenigstens in Ruhe beerdigen können. Also zumindest eine gescheite Beerdigung hat er verdient. Did they get Familie you? und so. I'm fine. It just. Also er hat sich für seinen Sohn geopfert, anscheinend. I tried to stop him, Javi. That's why we crashed. Scheiße. Wenn, dann würde ich das aber gerne mit dem Messer beenden.
Unless you want to. No, no. Can you? Please? Okay. Of course. Keep an eye out for the muertos. Oh Mann. Scheiße. Hätten die vielleicht schon alles gesagt, was zur Sache ist? Sonst sollte er sich ja nochmal von ihm verabschieden, finde ich. You know what Pa told me? The day Gabe was born. What's that? Wahrscheinlich, dass das sein It Vermächtnis takes ist. everything to raise a child, mijo. And I don't mean money, or time, or patience. I mean everything. When you give everything, it's hard to know what to do when you lose everything. It's Lass man in einem guten Gewissen wenigstens noch. It's not easy. I know you were doing what you thought best, David. It's never an easy thing. Gabe, take care of him, Javi. You Ja, have to take care of each other. mit Gabe wird's auch nicht leicht, aber einfacher als mit ihm. Please, Okay, please. das Javi. kann ich ihm nicht verwehren. You have my word. Das kann ich ihm wirklich nicht noch verwehren. Das ist auch ein guter letzter Wunsch. Das kann ich nicht abschlagen. Te quiero, Gabriel. Te quiero, Mariana. Und Te ihn quiero, auch. Javier. Okay. Wir beenden es schnell. Dann lassen wir nicht nochmal sich verwandeln. Nimm's Messer und in die Nackerei. 4 Ja, returns. okay, kümmere dich um deinen Vater. It's my responsibility. I can do it. Okay, Gabe. He'd be proud of you. Wir lassen uns nach. Er muss sowas auch machen. Okay. Okay, Kugelhammer sogar noch. Das macht es natürlich leichter als mit dem Messer. Er muss sauber in die Stirn. Ah, Mann. Das ist ein Scheiß, wenn man sowas machen muss. Was er wählt, wenn ein Kind sowas beim eigenen Vater machen muss oder wenn Eltern das bei der eigenen Kinder machen müssen. Bitte macht die Aare nicht nochmal auf. Das macht es nur noch schwerer, bitte. Bitte bleib noch tot. Scheiße. Oh Mann. Können wir seinen Leichnam wenigstens auch mitnehmen, dass er bestattet werden kann? Wir können ihn doch nicht... Oh Mann, wir können ihn doch nicht einfach so liegen lassen. Oh, Scheiße. Nicht mal ein ordentliches Begräbnis. Das ist bitter. Ich hoffe, sie haben ihn mitgenommen. Wer sind die Leute jetzt? Bitte sag, dass das... There's a happy sight. Let's get inside. We gotta find Das war der Jesus, oder? So kommt er nämlich auch im Comic vor. Jesus. Ja. Man, am I glad to see you. So kommt er nämlich auch als Looking a little Kampf... bit different, though. im Kampfoutfit im Comic vor. Geil! Make sure you folks were safe. Can you help us get the gate open? Ah, natürlich. Sehr cool, dass er wieder zurückkommt. Ist sehr, sehr geil. Ich habe hier drauf gehofft. You gotta boost me up, Gabe. Sau gut, jetzt habe ich gerade mega dicke Gänsehaut, weil der wieder zurück ist. Und ich bin gespannt, wenn er mitgebracht hat. Weil allein wird er bestimmt nicht wiederkommen sei. Ich bin mir sicher, der hat ein paar Leute aus Hilltop, Kingdom und vielleicht auch Alexandria dabei. Oh, es wird so cool, hoffentlich, bitte. Open gate button
Dann probieren wir mal alles. Hebel. Hebel. Ach komm, wir nehmen den fette rote Knopf doch erstmal, oder? Are you trying to attract even more walkers? Oh Gott, das war saublöd. Aber großer roter Knopf, es verleitet so dazu. Okay, never pull that lever again, Javier. Und der hier? Nope. Hier kommt der Orangene. Der könnte es doch sein, oder? Definitely not. Scheiße. Wahrscheinlich der allerletzte, den ich drück. Der funktioniert erst gar nicht. Und dann den grüner. Natürlich, der allerletzte. Ich frage mich, ob das echte Fall ist, ob es immer der letzte ist. Oder ob es wirklich einfach nur der grüne ist und ich den nur zum Schluss genommen habe. Das würde mich mal interessieren. Mann, Mann, Mann. So, was kommt jetzt? Wie sieht's in Richmond aus? Und wer ist alles bei der Befreiungsaktion? Kate? Kate, where are you? Heading towards the gate. What's going on? I can't find Kate. We got separated after we sealed the breach. We were going to open the Natürlich. gate, but there were so many walkers. I barely Scheiße. made it through. No, I did. We have to find her. Help me look. Of course. Kate! Okay. Kate! Call out to me! Huch, da war eben das Pferd nicht richtig animiert. Das war ruckelnd. Okay. Da ist der Bulldozer und da ist noch das Auto. Das wird provisorisch reichen müssen. Kate, please! Kate! Kate! Where are you? Kate! Kate! Javi. I think she's gone. Just gone. Oh, God. Kate, I'm so sorry. Saving Richmond is what she wanted. Das stimmt ja, ach ja. What happened? I don't know, buddy. Can't find her. I can't stop looking. Kate, where are you? Kate! Kate! Kate, please! Kate, where the fuck are you? Es war jetzt auch etwas unlogisch, dass sie da rufen. Trophäe erhalten in Silber, dunkler Sieg. 3 Tage später. Ja, dass die da rufen und die Walker latschen einfach weiter und der Jesus hockt auf dem Gaul und macht auch nix. Und grinst nur so vor sich hin. Oh Mann. Der Trip scheint das zu sein, oder? Den Mann kennen wir nicht, den auch nicht. Es wird entweder eine Mädler gewesen sein, vielleicht von derer, die der David so verletzt hat. Our life is forever, was steht doch, glaube ich. Forever in our hearts. Ja, und das sind auch noch Leute, die man nicht kennt. Das ist noch so ein kleines Mädel. Eine ältere Dame. May you rest in peace. Hänge Foto an die Fotowand. Scheiße. Jetzt freue ich mich nur, was es gebraucht hat, dass die Maybe you should have stayed with her Menge instead of gemerkt going hat, was wir after am me. Ende von der letzten Episode gemacht haben. We should be okay. Maybe you wouldn't be. Such an asshole to her. All the time. Sorry, Kate. Wir sind alle Arschlöcher. Forget all that, buddy. She loved you. Plain and simple. I loved her too. Hätte Ramos Sache kennen, ja, aber das ist so im Nachhinein dann immer, ne? Und der David, ach, von dem hat er auch noch ein Bild. I tried to stop him, Javi. That's why we hit the muertos. I thought that if we just went back, that I could save him. I thought I had to. Dad. You don't deserve that guilt. You took a stand. You tried to do the right thing. Ja, He died because of it, Javi. Sometimes that's what happens. But that doesn't mean we stop trying. richtig.
Mariana. Kate. Dad. I wonder which one of us will be up there next. Oh, Manometer. It's all that's left of them. Pieces of paper looking back at us, but never seeing us. What the hell are we supposed to do with that? What do we do with any of this? Maybe we can figure that one out together. We're gonna have to. Gabe wird sich das merken. Man ist halt auch nur zusammen stark. So ist das. Wie sieht's jetzt draußen in Richmond aus? Wer hat alles geholfen? Wer hat alles überlebt? Ich bin mal echt gespannt, was jetzt noch kommt. Das kann sie nämlich noch nicht gewesen sein, das Ende. Das wäre sehr unbefriedigendes Ende gewesen sogar. Okay, es sind wohl doch mehr überlebt als gedacht. Der ist noch da. Heading out? Yes, indeed. We came here to put an end to the raiding. Looks like that's been done. Glad we got it settled. Gotta move on. Das wollte ich dir schon immer mal sagen. I gotta admit, man, you're a fucking badass. You're a real charmer. You know that? Through and through. Meant to tell you, that armor you got is great. Oh. Well, thanks. It gets the job done. I don't meet a lot of people like you, Javi. Someone genuinely good. It was my pleasure. Second chances are in short supply these days. Das stimmt. That's what this place can be if you let it. Trust me, though. Life within walls is a hell of a lot different than life on the road. Don't take shortcuts like Joan. You gotta do the right thing. Richtig. Always. Good days and especially bad. Abkürzung funktionieren, ja nicht immer. Absolutely. The right thing. No matter what. Good to hear. I read people pretty well. Little gift of mine. You're a capable guy, Javi. Change is in the air here. You can lead that change, and I think you should. Okay. For the better. God knows this town could use it. Die Kate wollte ja auch sich um die Stadt kümmern. Und ich würde sagen, mir hin die Verantwortung übernommen. You know what? I'm gonna step up. Lead this place in the right direction. As Genau. far as I'm concerned, Jesus bewundert deine it's in Hingabe. much better hands than it was. Vielleicht können wir auch ein Handelsnetzwerk aufbauen, ne? Jesus? Hey, Gabe. Thanks for, not letting me get killed. And for coming back to help us. Yeah. Thanks for that, man. Pay it forward. Be vigilant. Trouble never stays too far away. Okay. Also der geht wieder weg mit seiner Leid. Und wir haben leider nicht gesehen, wer alles mit dabei war. Es ist so schade, es wäre cool gewesen, wenn der Rick dabei gewesen wäre. Yeah, Oh It's nein, time. nein. I have to find AJ Javi. I've waited so long. Das können wir doch bestimmt auch zu zweit machen. Could you do me one last favor before I leave? Natürlich alles. Natürlich. Trophäe erhalten in Silber. Zweite Chancen. Thanks, Melissa steht auf dem Boden. Ach, kriegt sie die hochgeschnitten. I used to do this for my niece. Okay. Nice of you. She thought I was terrible at it. Were you? None of your business. Ja, da war er ganz schön die Matte auf dem Kopf. I'm really gonna miss Gabe. I mean, he's super annoying sometimes, but I've gotten used to having him around. Ja, wenn sie der AJ gefunden At hat, kann least sie to auch have someone to talk herkommen. to, even if he is a total dork. Not that he said anything to me in particular, but you know the guy's got a mondo crush on you, right? He does not. Oh my gosh, you have a crush on him too. I do not. You both have my blessing. I'm gonna stab you with those scissors. Sie kann gern mit dem, mit dem AJ wieder zurückkommen. I have to see that he's okay. Oh Mann, Do you think he remembers me? bestimmt. At least a little? Maybe?
Who could forget you, Clem? No one who knew you, I guarantee it. Yeah, maybe. Everyone told us he was better off. After everything that's happened, I'm starting to think they're right. I don't know if I was a good mom or not. Sie hat sich ihn gekümmert, so I gut sie can't konnte. stop thinking about it. I really wish I could. Did you love him? With all of my heart. And of course you were. Ja. Ach, Mann. Gabe told me you used to play baseball. I did. I loved it. He told me you fucked it all up too. Tja. Das machen wir doch alle irgendwie. Sure did. Und manchmal. Well, you survived, I had to. but you loved it. How do you survive that? How? If you really loved it, how? That's what's good about a broken heart. When you're looking at it all broken and shattered on the floor, you figure out the pieces you need versus the ones you liked. If you're ready to move on, that is. If. Clementine wird sich das merken. Tja. All done. Well, how's it look? Naja, wahrscheinlich mehr schlecht als recht, oder? Oh je. Oh je, oh je. You know what? Nicht gerade das I'll Modigste. grab your hat. Och. Ja, nicht gerade die modigste Remember this Frisur. team. Your dad ever teach you about baseball? No, not really. Well, you come back, and I'll tell you all about it. It's a deal. Ja, hoffentlich kommt sie wieder zurück. Sie hat auch endlich einen Ort I verdient, an bring dem sie AJ leben back with kann. me. Will you teach him too? Natürlich. You bet. He belongs with you, Clementine. Ja. Clementine wird sich das merken. Bring him back. Das muss er einfach. Lass ihn in Ruhe, hätte ich jetzt nicht sagen können. Das ist einfach Clementines Geschichte. Es gehört zu Clementine dazu, dass er sich um den Clay kümmert. Und der ist seit Staffel 2 definitiv wichtiger Bestandteil. Auch wenn er nur kurz vorkam. Aber er kehrt einfach dazu und zu ihr. Komm einfach wieder heil zurück. Spielen wir jetzt Clementine so lang? Das wird mich jetzt immer interessieren, ob wir sie jetzt nochmal spielen. Ich hoff's. Ich hoff's wirklich einfach zum Abschluss von der The Walking Dead Telltale Spielereihe, wo es ja eigentlich seit Anfang an um Clementine gedreht hat. Folge 5, dem Galgen entkommen. Trophäe erhalten in Gold, die Dämmerung bricht an. Das war's. Und in Platin Trophäe erhalten, ich bin The Walking Dead. Das war's tatsächlich. Scheiße. Nicht nur wirklich nochmal geklärt, was da war. Zum Schluss. Was mit AJ ist. Dein Erlebnis mit David war, das finde ich jetzt gerade wirklich etwas ernüchternd. Dein Erlebnis mit David war herzlich. Du hast Davids Hilfe angenommen, nachdem er dich in der Nacht, in der dein Vater starb, geschlagen hat. Du stimmtest Davids Plan zu, sich in seinem Haus in Richmond zu treffen. Du nahmst Abstand von David, als er Hilfe brauchte. Nachdem David starb, erschoss ihn Gabe, damit er sich nicht verwandelt. Okay, weiter geht's. Dein Erlebnis mit Kate war romantisch. Du hast Kate auf dem Schrottplatz geküsst. Du lehntest Kates Plan, Richmond zu verlassen, ab. Du erzähltest Kate, dass du eine Zukunft mit ihr willst. Nachdem du Richmond gerettet hast, war Kate nirgendwo zu finden. Dein Erlebnis mit Gabe war rücksichtsvoll. Du machtest Gabe unglücklich, weil du nicht über Nacht im Trailer bliebst. Du erzähltest Gabe die Wahrheit über seinen Freund aus der Nachbarschaft. Nachdem David mit Gabe wegfuhr, bist du deinem Neffen nachgegangen. Du hast Gabe versichert, dass ihr euch eurer Trauer gemeinsam stellen werdet. Deine Geschichte. Du hast Tripp beruhigt und versprochen, dass du in Prescott keine Probleme machen würdest. Du fuhrst
mit Tripp zum Schrottplatz. Schließlich gewährtest du Tripp das Leben, aber Joan erschoss ihn, um dir eine Lektion zu erteilen. Oh. Deine Geschichte mit Eleanor. Du hast Eleanor in Prescott gelassen, als du zum Schrottplatz gegangen bist. Eleanor hat deinen Plan zur Revolte gegen Joan verraten. Du vergabst Eleanor schließlich nicht für ihren Verrat. Deine Geschichte mit Ava. Clementine lehnte Avas Angebot ab, die neue Grenze zu treffen. Dann half Ava dir dabei, in das Waffenlager einzubrechen, weil du dich David gegenüber solidarisch verhalten hast. Obwohl du sie nicht als diejenige gewählt hast, die leben soll, starb Ava letztlich, als sie dir auf der... Ja, also mehr Käufer hat mit dem Auto. Mit Lingard, deine Clementine ignorierte Lingards medizinischen Rat hinsichtlich AJ. Du gabst Lingard eine tödliche Spritze und Lingard verrät dir kurz vor seinem Tod, wo sich AJ befand. Deine Geschichte mit Conrad. Du hast Francine während Conrads Pokerspiel geholfen. Als Gabe Conrad dann bedrohte, überzeugtest du deinen Neffen, seine Waffe zu senken. Später hast du Conrad im Tunnel erschossen, nachdem er Gabes Leben bedroht hatte. Deine Geschichte mit Jesus. Als du ihn trafst, vertrautest du Jesus und fesselst seine Hände nicht. Dann versprachst du Jesus, immer das Richtige zu tun, um Richmond Überlebens zu sichern. Schließlich versprachst du Jesus, du würdest dabei helfen, Richmond zu führen. Deine Geschichte mit Joan mit Frorezeichen, mit der weiß man nicht, was passiert ist. Du sagtest nichts, als Joan versuchte, dich über Marianas Tod auszufragen. Dann brachtest du Max mit, um Joan vor dem Richmonder Rat bloßzustellen. Zurzeit ist Joans Standort unbekannt. Die Geschichte mit Clint. Clint warf dich aus Richmond raus, weil du Rufus ermordet hast. Dann nahmst du Clints Angebot an und verschontest Joans Leben. Schließlich erschoss David Clint auf der Bühne, nachdem du Clints Angebot zugestimmt hattest. Bist du mit David an der Kante gestanden? Du und 92,9% der Spieler stellten sich zu David. Was hast du zu David über Kate gesagt? Du und 51,5% der Spieler gestanden eure Liebe zu David, 28,8% der Spieler gestanden die Affäre mit Kate, 70,8% der Spieler leugneten die Affäre mit Kate, aber David glaubte ihnen nicht und 1,8% der Spieler sagten nichts. Hast du mit David gekämpft? Jawohl. Sowie 36% der Spieler wehrten sich, als David seine Wut an euch ausließ. Bist du Gabe und David nachgegangen oder bei Kate geblieben? 40,6% der Spieler sind wie ich und David und Gabe noch. Ist Clementine mit dir mitgekommen? Du und 53,2% der Spieler waren nicht bei Clementine, als ihr Hilfe brauchtet. Gott, das klingt dann immer so drastisch. Deine Clementine wurde ein freier Geist. Clementine verbrachte mit Kenny und AJ eine kurze, aber schöne Zeit, bis ein schrecklicher Unfall ihr Leben veränderte. Nach einem tränenreichen Abschied von ihrem treuen Beschützer waren Clementine und AJ alleine. Nachdem die Umstände sie zum Beitritt in die neue Grenze gezwungen hatte, nutzte Clem deren Ressourcen ohne zu zögern für ihre eigenen Zwecke, was zu einer Verbannung und einem tränenreichen Abschied führte. Als Javier und David beim Wasserturm kämpften, erinnerte sich Clem an einen ähnlichen Kampf vor langer Zeit. Sie brachte die Situation unter Kontrolle, indem sie David eine Waffe an den Kopf hielt und so eine Eskalation verhinderte. Nachdem David mit Gabe im Truck wegfuhr, beschloss Clem, dass es die beste Strategie sei, sich aufzuteilen und so vielen Leuten wie möglich zu helfen, weil sie auf sich selbst und darauf, dass Javier auf sich selbst aufpassen kann, vertraute. Noch ein Epilog. Bitte lass Clementine jetzt AJ finden, bitte. Das wäre sonst sowas von unbefriedigend. Dass er das mit der Pistole macht, wundert mich. Oh nee, nicht einfach nur der Weg. Bitte nicht einfach nur der Weg. Clementines Geschichte wird weitergehen. Wow. Okay. Wow. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe gedacht, die schließen das jetzt alles mit 3 ab, aber Clems Geschichte geht weiter.
Okay, das ist doch mal eine Ankündigung für Staffel 4, würde ich sagen. Ansonsten, okay, in Staffel 3 war jetzt Clem eher ein Nebencharakter. Man hat die Familie von Javier jetzt eingeführt. Eigentlich, ach, coole Leute, bis auf den David, den fand ich doch zu hitzköpfig und zu schwierig. Und an sich war die Staffel ganz cool, auch dass man mal den Jesus gesehen hat, fand ich sehr geil. Ich bin gespannt, wie es weitergehen wird. Und ich hoffe für die Zukunft, dass die geplante Staffel 4, die sie jetzt so eigentlich inoffiziell angekündigt hätten, dass die Clementine wieder richtig behandelt und dass sie wieder der Hauptcharakter ist und dass die Geschichte mit AJ hoffentlich noch ein gutes Ende nimmt. Das wird aber Staffel 4 für uns zeigen. Ansonsten fand ich Staffel 3 ganz cool mit den neuen Charaktere und es war auch sehr packend, aber, viel zu sehr filmsequenzlastig, ohne Witz jetzt mal, viel zu sehr filmsequenzlastig. Das ist einfach nur eine Filmsequenz, wo man Entscheidungen hat. Ich würde es mir wünschen, dass es wieder mehr mit Eigenentscheidung ist und vielleicht auch mit mehr, mit Eigenentscheidung, Quatsch, dass es wieder mehr ist mit eigenem Rumlaufen, mit Rumerkunde. Und es tät mich freuen, wenn möglicherweise Staffel 4 nicht nur entscheidungsträchtig ist, sondern vielleicht auch mehr mit Aktionen verbunden ist, die man auch so beim freien Rumlaufen treffen kann. Was dann auch eventuell Entscheidungen gleich kommt. Ja, ansonsten würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wir sehen uns natürlich, sobald Staffel 4 rauskommt, bei Let's Play The Walking Dead A New Frontier auf Pilzig. Quatsche, The New Frontier, was babbel nicht du? Wir sehen uns natürlich, wenn eine Staffel 4 rauskommt, bei Let's Play The Walking Dead Season 4 auf Pelzig, so rum. Und ich hoffe, New Frontier auf Pelzig hat euch gefallen. Und ich bin mal gespannt, wie ihr entschieden habt, wenn ihr selber gespielt habt. Und bin auch mal gespannt darauf, wie ihr Sachen, wie ich mich hier während dem ganzen Dingens entschieden habe und wie meine Geschichte so war. Im Endeffekt, wie ich mit der Hauptcharaktere und mit den Nebencharaktere umgegangen bin. Und ja, gebt mir doch einfach in die Kommentare Bescheid. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, ihr liebe Leute. Und wir sehen uns wieder beim neuen Walking Dead, wenn es rauskommt. Also machen's gut. Euer Yankee.